muss, glaube ich, wieder mal etwas erfinden, um meine Bekanntheit zu steigern. Vielleicht könnte ich es ja irgendwann mal noch rot anmalen oder so. Aber wichtig ist jetzt, dass man mal das Wägeli ausprobiert. Du Das hast. ist wegen der Aerodynamik. Ui. Ui. Wir müssen kurz eine Pause machen. Hey zusammen, mega cool, haben ihr wieder eingeschaltet, sind dabei, hier bei der Sonntagsschule. Hey, und das Beste ist nur noch 4-mal schlafen, dann ist Weihnachten. Freut ihr euch auch so wie wir? Ja, auf Weihnachten freuen sich einfach so viele Menschen. Aber habt ihr gewusst, dass Weihnachten eigentlich ein Geburtstagsfest ist? An Weihnachten ist nämlich Jesus geboren. Jesus muss ganz ein spezieller Mensch gewesen sein, weil sogar heute feiern wir noch seinen Geburtstag, obwohl er gar nicht mehr auf der Erde lebt. Ja, Jesus ist ein besonderer Mensch. Er ist der Sohn von Gott. Gott hat Jesus für uns Menschen auf die Erde geschickt, weil er uns so fest liebt. Ja, ein grosses Geheimnis. Der Retter ist nämlich als Baby auf die Welt gekommen. Der Zar, das ist der Herrscher von Russland, hat es geliebt, unerkannt durch sein Reich zu ziehen. Da hat er sich manchmal verkleidet und einmal ist er auch wieder als Bettler verkleidet durch die Städte gezogen. Er ist in ein kleines Städtchen gekommen und weil es schon langsam Abend geworden ist und kalt war, hat er eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Zuerst ist er zu den schönen, prächtigen Häusern gegangen.
Er hat gewusst, dort wohnen die Reichen und die sind oft stolz und geizig und nicht sehr hilfsbereit. Aber er wollte auch ihnen eine Chance geben. Und so ist er gegangen und hat an jeder Haustür geklopft. Doch er hat ganz böse Reaktionen bekommen. Die meisten Leute haben die Tür zugeschlitzt vor seiner Nase und haben sich richtig aufgeregt über ihn. Die eine Frau hat geschumpft, immer die Landstreicher, das nervt einfach. Und eine andere hat ausgerufen, man sollte verbieten, das arme Pack, dass sie einem immer belästigen können. Einmal hat ein paar nette Worte zu ihm gesagt und ihm ein bisschen alte Brotrinde entgegengestreckt, weil er sieht, dass er ein armer Mann ist. Aber auch er hat die Tür wieder zugemacht vor seiner Nase. Der Zar war enttäuscht von diesen Leuten. Aber er ist weitergezogen. Er wusste, bei diesen prächtigen Häusern, bei den reichen Leuten, muss er nicht viel erwarten. So ist er an den Rand von dem Städtchen gekommen und dort ist eine ärmliche kleine Hütte gestanden. Es ist die Hütte der Köhler-Familie. Weiss jemand von euch, was ein Köhler ist? Köhler ist in dem Fall nicht der Nachname von dieser Familie, sondern ein Beruf vom Mann. Ein Köhler ist einer, der Holzkohle herstellt. Und mit der Holzkohle hat man früher gefeuert. Dort hat es noch nicht so Heizungen gegeben wie heute bei uns. Und diese Familie war sehr arm und sie hatten viele Kinder. Und von dem her hatten sie auch nicht viel Essen oder viel Vorrat bei sich zu Hause. Aber wisst ihr, wie die reagiert haben, als der verkleidete Zar zu ihnen gekommen ist? Sie haben die Tür aufgemacht und haben ihn herzlich willkommen geheissen bei ihnen, haben ihm ein Glas Wasser gebracht, das Essen angestellt und haben ihm ein Bett gegeben, wo er übernachten durfte. In dieser Nacht hat die Mutter ein Baby bekommen. Und sie haben den Zar gefragt, also sie haben ja nicht gewusst, dass der Zar ist, sondern der arme Bettler, haben sie ihn gefragt, ob er echt der Götti werden von dem Baby. Der Zar hat gesagt, aber wenn wirklich, dass ich der Götti wird, ich bin doch nur ein armer Bettler, ich kann doch dem kleinen Kind nichts geben. Der Vater hat geantwortet, doch, wir möchten, dass genau du der Götti wirst, weil wir sehen, dass du ein gottesfürchtiger Mann bist. Und durch das Gebet von dir werden wir Segen von Gott bekommen. Da hat der Zar gerne eingewilligt und gesagt, dass er gerne möchte der Götti werden von dem Baby. Am nächsten Morgen hat sich der Zar dann bedankt bei dieser Familie, hat sich verabschiedet und ist weitergezogen. Niemand in dieser Stadt hat gemerkt, wer in der Verkleidung von dem armen Bettler bei ihnen auf Besuch war. 2 Jahre später hat niemand mehr an den alten, armen Bettler gedacht, der bei ihnen war. Doch eines Tages ist viel Aufregung in die Stadt gekommen und die Leute haben zueinander gesagt, «Hast du gehört, der Zar kommt zu uns auf Besuch. Warum kommt er echt zu uns? Warum kommt er ausgerechnet uns besuchen? Was für eine Ehre wir doch haben, dass der Herrscher von unserem Reich zu uns kommt. Hey, dann müssen wir aber alles schön dekorieren und putzen, dass er staunt, was für gute Menschen wir doch sind.» Und so haben sie sich alle Mühe gegeben, haben richtig schön alles geputzt, die Strassen gefegt, ihre Häuser dekoriert, damit auch alles glänzt, wenn dann ihr Herrscher kommt, um ihn beeindrucken. Wo dann endlich der grosse Tag da war, haben sich alle ihre schönsten Kleider geworfen und sind auf die Straße gegangen, damit sie nicht verpassen, wenn der Zar kommt. Sie haben sich also vorne an die Straße angestellt und haben sich ein bisschen wichtig und gross gemacht, damit der Zar sie dann auch sieht, wenn er vorbeikommt. Der Bürgermeister war schon ganz stolz und hat darauf gewartet, dass er den Zar zu sich einladen darf. Der Zar kommt ja nicht jeden Tag bei ihnen im Städtchen vorbei. Aber dann ist etwas mega Komisches passiert. Und zwar ist die Kutsche vom Zar gekommen, sie ist reingefahren in die Stadt, aber sie hat gar nicht angehalten. Sie ist am Bürgermeister und an allen reichen und wichtigen Leuten vorbeigefahren und die Leute waren ganz erstaunt. Sie haben grosse Augen gemacht und geschaut, hat er echt vergessen, der Kutsche den Befehl gegeben zum Anhalten? Die Kutsche ist weitergefahren und wisst ihr, wo sie angehalten hat? Vor dem letzten Häuschen in der Stadt. Mögt ihr euch noch erinnern, wer dort gewohnt hat? Genau, es war die Köhler-Familie. Auch sie sind vor der Haustür gestanden und sie haben nicht so prächtige Kleider an. Sie waren ja nicht so reich wie die anderen. Aber auch sie haben sich Mühe gegeben und das Schönste angelegt, was sie hatten, um ihrem Zar die Ehre zu geben. Jetzt haltet also die Kutsche wirklich vor ihrem Haus an und der Zar steigt aus. Die anderen Leute haben sich angeschaut und haben sich gefragt, warum haltet er bei denen an
Und beim Bürgermeister und bei uns hat er nicht einmal richtig angeschaut. Der Zar ist also ausgestiegen von seiner Kutsche, ist zum Vater und zu der Mutter von dieser Familie gegangen und hat gefragt, «Kennt ihr mich noch?» Die zwei haben ihn nur verwundert angeschaut und haben sich ehrlich gesagt kaum getraut, sich zu bewegen, weil sie einfach nicht gewusst haben, was machen. Klar, sie haben ihn nicht mehr erkannt. Letztes Mal ist er ja als armer Bettler mit dreckigen Kleidern. Und das Mal hat er seine prächtige Uniform an. Der Zar hat sie daran erinnert und gesagt, vor 2 Jahren habt ihr mich aufgenommen bei euch zuhause und ich durfte bei euch schlafen, und zu essen und zu trinken bekommen. Und ihr habt mich gefragt, ob ich der Götti sein will, von eurem kleinen Bub. Und er hat auf den kleinen Bub gezeigt, der sich fest am Rockzipfel von der Mutter gehabt hat, weil er so schüch war. Jetzt haben sich die Leute wieder erinnert. Der Zar hat sich umgedreht, ist zu seiner Kutsche gegangen und hat viele prächtige Geschenke rausgenommen. Er hat den Vater und der Mutter und jedem Geschwister die Geschenke gegeben, aber am allermeisten an seinem Götti-Bub. Die anderen Leute haben sicher ganz eine Stunde zugeschaut. Sie haben das ja jetzt mal nicht gecheckt, dass das der Zar war. Und der Zar hat ab jetzt immer für seinen Götti-Bub geschaut. Vielleicht hat er ihn sogar mal in seinen Palast mitgenommen. Ganz ehrlich, ich wäre auch gerne das Götti-Kind von einem Zar gewesen. Da kommt man mega coole Geschenke über und darf in ein reiches Haus, in einen Palast gehen, um mal zu schauen, wie es dort aussieht. Aber diese Geschichte erinnert mich an eine andere Geschichte von einem König, der auch von vielen Leuten abgelehnt und nicht erkannt worden ist. Kannst du meine Bibel holen? Okay. Der König ist vor mehr als 2000 Jahren in einer Nacht in Israel auf die Welt gekommen. Auch er ist nicht erkannt worden von den Leuten dort. Wisst ihr, von welchem König ich rede? Die meisten haben sicher schon eine Ahnung. Genau, vom König Jesus, vom Sohn von Gott. Er ist in einer Nacht auf die Welt gekommen und die Leute haben ihn nicht erkannt. Er war viel ein wichtigerer und besonderer König als der Zar. Und doch haben die Leute nicht gemerkt, wer das er ist. Viele 100 Jahre bevor der König auf die Welt kam, hat Gott den Menschen schon verkündet, dass ein mächtiger Held, ein Friedenfürst auf die Welt kommen wird. Aber warum haben ihn die Leute nicht erkannt? Die Leute haben sehnsüchtig darauf gewartet, dass der König zu ihnen kommt. Aber sie haben ihn sich ganz anders vorgestellt. Wer hätte auch gedacht, dass der mächtige König und der Retter der Welt in einer kleinen Futterkrippe auf die Welt kommt? Wer hätte gedacht, dass der Sohn von Gott als kleines, hilfloses Baby zu uns Menschen kommt? Für viele ist Jesus dort nicht der Sohn Gottes, sondern einfach ein normaler Mensch. Sie haben nicht geglaubt, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Und ganz ehrlich, heute ist es doch noch genau gleich. Für viele ist Jesus einfach das süße Baby, das an Weihnachten geboren ist, das Christkind, dem seinen Geburtstag wir feiern tun. Die schönen Kerzen am Weihnachtsbaum, die feinen Schöckeli und Guetzli und all die coolen Geschenke, das ist alles mega schön. Aber wisst ihr, es ist nicht Weihnachten geworden, damit wir Menschen einfach ein tolles Festchen zum Feiern haben. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum es eigentlich Weihnachten geworden ist? Es ist Weihnachten geworden, weil der Sohn Gottes selber zu uns gekommen ist. Er ist zu uns gekommen, weil er dich und mich liebt und weil er uns Menschen froh und glücklich machen wollte. Vielen Leuten geht es so wie den Leuten in der kleinen russischen Stadt. Sie erkennen ihren Herrscher nicht, weil er nicht sein prächtiges Gewand anhat. Sie schicken ihn wieder weg, wo er an ihre Tür geklopft hat. Ist das nicht mega traurig? Jesus ist mehr als nur das herzige kleine Baby im Krippli. Er ist der König von allen Königen und will auch in deinem Leben angenommen werden. Aber das ist alleine deine Entscheidung, ob du Jesus annehmen willst oder nicht. Ich möchte euch etwas vorlesen, wo in der Bibel steht, im Johannes 1, Vers 10-12. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Da sehen wir, mit Jesus ist es ganz ähnlich wie mit dem Zar, der vorbeigekommen ist und bei den Leuten an die Tür geklopft hat.
Es ist unsere Entscheidung, ob wir Jesus reinlassen oder draussen lassen. Und das ist deine Entscheidung. Zu welchen Leuten gehörst du? Zu denen, die Jesus annehmen oder zu denen, die Jesus draussen stehen lassen? Und wenn du Jesus einlädst in dein Leben, dann darfst du ein Kind Gottes werden. Und das ist noch viel cooler und besser, als ein Göttikind vom Zar zu sein. Und darum ist es Weihnachten geworden, weil Jesus dich und mich liebt und weil er in unserem Leben sein will. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch mit Gott reden. Wir dazu die Hände falten und die Augen zu, dass wir nicht abgelenkt werden. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du an Weihnachten als ein kleines Baby zu uns auf die Erde gekommen bist und deinen Himmel verlassen hast, weil du uns liebst. Und danke, dass du jeden einzelnen von uns liebst und in unserem Leben leben willst. Amen. Jesus hatte keine Kutsche, keinen Palast und keine Krone, als er auf dieser Welt war. Und darum haben ihn auch viele Leute nicht erkannt. Und doch ist er der König und der Herr. Es gibt ein Lied, das genau von dem singt, und das möchten wir jetzt gerade miteinander singen. Jesus ist ganz arm und einfach auf die Erde gekommen und trotzdem ist er der versprochene Messias. Ja, Kinder, wissen die von der Geschichte noch, was ein Zar ist? Das ist nämlich schon die erste Frage. Was ist ein Zar? Die Antwort A, der König von Ägypten. Die Antwort B, der Herrscher von Russland. Oder die Antwort C, ein Diener. Und die zweite Frage, das ist, wer hat den verkleideten Herrscher, also den König, freundlich aufgenommen? Antwort A, natürlich der Bürgermeister der Stadt. Antwort B, ein Mann. Und Antwort C, eine arme Familie. Die dritte Frage ist, was haben die Bewohner der Stadt gemacht, wo sie gehört haben, dass der Zar zu Besuch kommt? Antwort A, es war ihnen egal. Die Antwort B, sie haben richtig feines Essen gekocht. Oder die Antwort C,
Alle haben sich richtig fein angezogen und sich riesig gefreut auf den Zar. Ja, das Quiz könnt ihr wieder wie immer ausfüllen beim Link da unten bis am nächsten Dienstag. Ja, das ist am Dienstag. Und den Preis den wir nachher dann noch einblenden, den seht ihr dann. Wir haben jetzt gerade nicht dabei, weil wir unterwegs sind. Genau. Aber ihr seht den. Und den Adventskalender, den haben wir heute auch nicht mitgenommen. Das können wir auch dann noch machen. Und die haben daheim sicher auch einen Adventskalender. Haben die den schon geöffnet und das 3. Kästchen angezündet? Nein, das 4. Kästchen sogar. Ja. Ja, und Christina, hoi! Hey, Ja, hoi! ich bin auch da heute. Hey, cool! Hoi Kinder. Und ich habe gedacht, heute haben wir etwas Spezielles. Wir tun nicht basteln, in dem Sinne, so wie wir basteln haben, sondern wir backen den Kuchen. Der Kuchen, den ich heute für euch gemacht habe, das ist ein russischer Zupfkuchen. Es heisst so, weil man tut eben den Teig drüber so zupfen und antunken und seht ihr, so wird es sein am Schluss. Am Schluss des Videos seht ihr das Rezept dazu. Es ist ganz einfach, dass ihr das wirklich auch selber machen könnt. Und ich bin gespannt, was kommt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr sogar Fotos schicken und wir können sehen, was ihr gemacht habt. Wow, Christina, das sieht richtig fein aus. Dürfen wir echt auch so ein Stückchen haben? Unbedingt! Ja, Ich muss doch noch warten. Ich habe Warum? den Knüsli gar noch nicht gesehen. Oh ja! Und beim Knüsli, liebe Kinder, ist es heute auch so. Nein, ich verrate noch nichts. Aber ich sage es nur so, ich werde manchmal mit ihm verwechselt. Und vielleicht passiert ihm das auch. Vielleicht auch nicht. Ich sehe es dann. Bis später. So. Jetzt wird es, glaube ich, gut sein. Sehr gut. Jetzt noch kurz warten auf den Geschwind wieder mal. Vielleicht könnte es ja irgendwann mal noch rot anmalen oder so. Wo bleibt noch der Geschwind? Ah, Hey, Knüsli, was hast du jetzt Oh, da Heidi. wieder gebastelt? das ist meine allerneueste Erfindung. Ja, und was soll das sein? Das sollte so ein Einkaufswägel sein, wo man mit einem Motorli durch den Laden zischen kann. So. Hey, da hast du ein Motor reingebaut. Nein, eben, das ist noch das Problem. Weißt, das Motorli ist noch nicht drin. Das habe ich dafür eine andere Erfindung gebraucht. Für welche? Also eine, die wir beim Bundesrat gezeigt haben. Ich weiss jetzt gar nicht, aber wichtig ist jetzt, dass man mal das Wägel ausprobiert. Also gut. Das heisst, ich würde jetzt drin sitzen, dass wir den Einkaufsvorgang simulieren. He? In dem Sinne, durch das Gestell rasen und die Sachen nehmen. Ja, also gut. Aber ich will dich einfach nur schon warnen. Ja. Mich kennen dann alle Leute auf der Straße. Eh nicht. Wir kennen alle Leute. Ich bin der weltberühmte Professor Dr. Alois Knüsli. Wer bist denn du? Ich bin der Heiri Geschwind. Der schnellste Sportreporter. Aber Weisst du nicht mehr? hast ja nicht mal einen Doktortitel. Ja, aber was brauchst du mit einem Doktortitel, wenn dich niemand kennt? Doch, das kannst du sagen, ich bin ein Doktor. Und ich kann sogar noch sagen, ich bin ein Doktor-Professor. Dich wird eh niemand kennen. Du musst schauen, alle Leute auf der Straße sagen, «Grüezi, Herr Knüsli.» Also gut, probieren wir es aus. Wenn du da hast, Zeig das jetzt mal, wie Motorli das da rein. funktioniert. Ja, dann machen wir. Und das brauche ich zum Einsteigen, weißt du? Also ich würde jetzt einsteigen und weil ich ja noch kein Motorli habe, tust du das Motorli simulieren. He? Also gut, nicht liefern, sondern liefern. Also ich steige da kurz rein, du bist das Motorli hin. He? Also gut, Bist du bereit? sowieso. Du musst schauen, ich kenne alle Leute. Los! Ui, ui, ui. Und jetzt würden wir da beim Gestell vorbei etwas rein tun. Ui, ui, ui. Oh. Hey! Bist du immer so ruckelig, du? Hast du da mit der Rädchen gespart? Da hat ja nur 3 dran. Ja, das ist aerodynamischer, weißt du? Weißt du, dann würden wir noch ein Erbsli nehmen. Spaß, denke Kebab. Ui, ui, ui. Oh, jetzt bist du mir ab. Hör auf, da wird mir schlecht, du. Ui, schöne Lichtli. Ui. Ui, Oh, pass auf. heb dich gut. Ui, ui, ui. Du bist mir ein unvorsichtiges Motörli, du, hä? Ja, aber kann ich auch nicht dafür, wenn du nur 3 Rädchen Das tust. ist wegen der Aerodynamik. Ui, ui, ui. Ui, Da tue ich Blut und Schweiß schwitzen bei dir im Fall. heb dich ein bisschen. Hast du die Fahrprüfung übrigens gemacht? Ja, Aber nicht bestanden, oder? 2001 habe ich sie 5-mal gemacht. Ich glaube, nächstes Mal tue ich ein reiferes Motörli da hinten an. Du. Hey, da wird mir ja richtig schweisselig. Ja, wir müssen doch ausprobieren, ob jeder Kurvenlage funktioniert. Ja, das stimmt, du bist eigentlich noch gut. Da kommen richtige Schweißperlen über. Aber Ja, lieber Schweißperlen als gar kein Schmuck. Das stimmt, das stimmt. Ja, grüezi wohl, buonasera.
Ja, das war jetzt aber ein freundlicher, hä? Ganz komisch. Es sieht sogar, der Mexikaner hat mich erkannt. Ah, hast du auch gemerkt? Das ist komisch. Mich hat er nicht gekannt. Ja, aber er hat mich gekannt. Aber Weißt du, im mexikanischen Fernsehen bin ich ja auch schon mal aufgetreten. das ist sonderbar, du. Das verstehe ich nicht. Ja, wieso? Was ist jetzt so sonderbar? Du bist ja nur der heilige Schwind und ich bin der Knüsli. Ja, aber du bist eben nur der Knüsli. Nur Hallo? Weißt du, was ich da Ja, du bist studiert eben habe? immer in der Schule gewesen. Du hast den Doktortitel gemacht und du hast schon keine Zeit gehabt, um Leute kennenzulernen. Ja, aber ich habe ja auch online so einen Blog gehabt. Ja, aber Nein. der hat deine 5 Follower gelesen. Es sind Und 6 gewesen. Aber dass die jetzt auf der Straße dürfen, das ist jetzt eher selten. Ja, verstehe ich nicht. Das kann nicht sein. Du, das ist sicher nur, weil du am Stossen bist und mich im Wägeli sehen sie halt nicht so gut. Das ist sicher nur darum. Glaubst Komm, wir tun umtauschen. Wir tun wieder umkehren, dann tust du mal fahren und ich tue dich stoßen. Dann erkennen mich die Leute, nicht dich. Ui. Also gut, probieren wir es mal. So, Also ziehen mal. zieh. So, mal ziehen. Die brauchen wir vielleicht später mal noch. So gut. Also jetzt ziehen wir dich. Also los. Ei! Geht's dir noch? Wir haben gesagt, keine Gewalt. Hey. So. Rusch! Hä? Jetzt mache ich das, was du eigentlich machen solltest. Ich bin mal geschwind, nicht du, hä? Ja, also zeig mal, wie geschwind du bist. Geschwinder als du. Husch! Wir müssen kurze Pause machen. Magst du noch? Ja, ich schon. Ah, ich habe es nur wegen dir gemacht. Weißt du, ich möchte ja eigentlich schon auch noch. Eigentlich. Es hat ein Bürkli. Ja, jetzt lachst du. Ja, gell? Jetzt lachst du noch. Ich merke, du willst langsamer. He? Oh ja. Also eigentlich, ja, bin ich mehr so der deutsche Autobahntyp. Das Ohne heisst, Geschwindigkeitsbeschränkung. aber im Moment hast du gesagt, du willst langsamer, habe ich gemeint. Nicht? Von mir aus, also rum. Du bist eben ein bisschen schwerer geworden. Du. Ja, viel Erfolg, geht dich heim. Sapperlot. Das ist dann sonderbar. Was ist jetzt da sonderbar? Der hat mich auch gekannt vom Fernsehen. Ja, aber der Waldmensch. Du willst Ja, mir nicht der hat mich allerernst gekannt. aber du willst mir nicht allerernst sagen, dass der im Fernsehen hat daheim. Ja, in dieser Waldhütte hat es auch Fernsehanschluss. Nein, das kann nicht sein. WLAN, hast du schon mal gehört? Der hat mehr. Ja, aber doch nicht im Wald raus. Der hat mehr so Zeit für Bücher. Hey, könntest du ein Buch von mir lesen? Weißt du? Ja. Knüslis Jagdtipps Nummer 5. Ja, meinst du, nach der Jagd wird er noch ein Buch lesen? Ja, der muss ja fast. Der will kaum WLAN haben, das glaube ich nicht. Doch, WLAN. Ist ja ohne Kabel. Du musst nicht das Kabel in den Wald legen. Ja, aber meinst du weh für Wald? Ja, zum Beispiel. Aber Oder der, für Wallisellen. ja, der Winterthur. Aber es kann ja nicht sein. Der müsste mich eigentlich kennen, der hat sicher Zeit zum Lesen. Mein Jagdfieberbuch ist weltbekannt. Und der kennt mich nicht. Ja, weltbekannt, weil jeder, der das liest, in jedem Land hast du einen. Ja, manchmal auch 5. Auch 5. Ja, zum Oder Beispiel so. in der Schweiz. Dort sind es viele. Aber schau, jetzt machen wir es mal so, dass es fair ist. Wir hocken beide hier rein. Und nachher sehen wir, ob es an dem Stossen gelegen ist oder am drinnen hocken. Also gut. Dann nimm du dir auch mal Platz. Nimmst du noch so einen als Ruder? Nicht Ui. direkt stehen. So, nimmst du einen als Ruder. Jetzt können wir losgehen. He? So, Hey, aber du solltest doch glaub, wirklich mal das Motor einbauen. hast du jetzt mit dem vorderen Teil oder So mit dem funktioniert das nicht. Teil? Ja, aber mit denen sollte es ja eigentlich auch gehen. Good day, Mr. Geschwinder. Ja, buonasera, grüezi wohl. Schönen Abend. Was? Dann gibst du jetzt Geniessen das für- die Teezeit. Thank you. Nein, das kann... Hallo? Das kann jetzt wirklich nicht sein. Ja, was kann jetzt nicht sein, nur weil er mich gekannt hat. Jetzt musst du nicht gerade so beleidigt tun. Du hast da sicher etwas manipuliert. Was, das hast ja du zusammengebastelt. Was will ich da gemacht haben? Weiß auch nicht. Es kann doch nicht sein, dass sie mich nicht kennen. Das kann auch nicht sein. Ich muss glaube ich wieder mal etwas erfinden, um meine Bekanntheit zu steigern. Also komm, los. Hilf mir noch das komm, ich helfe versorgen. dir. Wenn du so ein bisschen Depri bist, So wie Weihnachten sonderbar. ist, helfe ich dir jetzt. Das ist lieb.
Ich hätte jetzt die ultimative Idee im Fall, wie ich auch berühmt werden könnte. So wie du, geschwind. Ja, mit so einem Trick würden wir zwei auch erkannt werden auf der Straße. Hey, sag's nicht. Und nächste Woche geht es da weiter mit der Geschichte von Paulus und wir sehen dann, wie es mit dem Knüsli und dem Geschwind weitergeht. Ja, am 24. am Heiligabend haben wir noch eine ganz spezielle Sendung geplant. Die können mit eurer ganzen Familie, mit euren Geschwistern und Freunden schauen. Können sie aber natürlich auch später noch nachschauen gehen. Mega. Und Nathalie, ist echt noch etwas übrig von dem Kuchen, Ich hoffe den wir es. hatten? Ja, sicher. Kommen die. Schaut mal, wir danke sind schon parat und wir warten danke auf euch. vielmals. Mega cool. Genau. Vielen Dank. Joel, du hast auch noch ein Stückchen. Ja, gerne. Hey Kinder, wir verabschieden uns da, wir feiern noch ein bisschen vor. Wir sehen uns am 24. wieder bei der Weihnachtssendung. Bis dann, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ciao zusammen. Zuerst ist er zu den schönen, prächtigen Häusern gegangen. Er hat gewusst, dort wohnen die Reichen und die sind oft stolz und geizig und nicht sehr hilfsbereit. Die meisten Leute haben die Tür zugeschlitzt vor seiner Nase und haben sich richtig aufgeregt über ihn. So ist er an den Rand von dem Städtchen gekommen und dort ist eine ärmliche kleine Hütte gestanden. Aber wisst ihr, wie die reagiert haben, als der verkleidete Zar zu ihnen gekommen ist? Sie haben die Tür aufgemacht und haben ihn herzlich willkommen geheissen bei ihnen, haben ihm ein Glas Wasser gebracht, das Essen angestellt und haben ihm ein Bett gegeben, wo er übernachten durfte. Der Zar hat gesagt, aber wenn wirklich dass ich der Götti wird, ich bin doch nur ein armer Bettler, ich kann doch dem kleinen Kind nichts geben. Doch eines Tages ist viel Aufregung in die Stadt gekommen. Die Leute haben zueinander gesagt, hast du gehört, der Zar kommt zu uns auf Besuch. Aber dann ist etwas mega Komisches passiert. Und zwar ist die Kutsche vom Zar gekommen, sie ist reingefahren in die Stadt, aber sie hat gar nicht angehalten. Jetzt haltet also die Kutsche wirklich vor ihrem Haus an und der Zar steigt aus. Aber diese Geschichte erinnert mich an eine andere Geschichte von einem König, der auch von vielen Leuten abgelehnt und nicht erkannt worden ist. Aber warum haben ihn die Leute denn nicht erkannt? Die Leute haben sehnsüchtig darauf gewartet, dass der König zu ihnen kommt. Aber sie haben ihn sich ganz anders vorgestellt. Die schönen Kerzen am Weihnachtsbaum, die feinen Schöckeli und Guetzli und all die coolen Geschenke, das ist alles mega schön. Aber wisst ihr, es ist nicht Weihnachten geworden, damit wir Menschen einfach ein tolles Festchen zum Feiern haben. Und das ist noch viel cooler und besser, als ein Göttikind vom Zar zu sein.